Liebe Leute, das Viech treibt man mit einem Stecken zusammen und die Leute mit der Musik. Es war ein Freitag 1966, wo Hermann Hasselsteiner und Sepp Landmann den Tiroler Volksmusikverein gegründet haben. Was sich in diesen 50 Jahren zugetragen hat, welches Renommee der Volksmusikverein sich in der Gesellschaft erarbeitet hat, der Zulauf bei den verschiedenen Veranstaltungen, das bringt mir besonders großen Respekt ab. Immer wird es nicht einfach gewesen sein, da wäre dann wahrscheinlich ganz interessant, wenn gerade die lang dabei sind, vielleicht die eine oder andere Anekdote wahrscheinlich erzählen könnten. Aber ich habe natürlich mitbekommen, dass sich die Größen in der Volksmusik die Klinke in die Hand gegeben haben. Sie waren eben immer alle da. Das waren natürlich die Hermann Hasselsteiner, das waren aber auch ganz viele Musikanten aus Bayern, da hat mein Vater eine ganz enge Beziehung gehabt. Und dann sind die Volksmusikanten immer mehr durch die volkstümlichen Musikanten verdrängt worden. Und die Leute haben eigentlich gleich begeistert darauf reagiert. Und das war für die Mutter ein Schock. Ja, wie kann man sowas gleich gern mögen? Ja, das eine, was Gescheites ist, und das andere, was also unaussprechlich ist. Und das war ja dann, glaube ich, auch einer der Gründe, warum die Mutter diese Initiative ergriffen hat und gesagt hat, jawohl, jetzt müssen wir dagegenhalten. Und das Schöne ist ja, dass das so in wunderbarer Weise gelungen ist. Und ich glaube, am Ende des Tages, wenn wir alle nach Hause gehen, mit den kaiserlichen Worten im Ohr, es war so schön, es hat mich sehr gefreut. Jawohl.